So schön bist du da in deiner Yoga-Routine für deinen Rücken, kommst in deine Tadasana. Ich freue mich, bist du dabei, bist du motiviert, nimmst eine tiefe Einatmung, aktive Arme, Hände und Arme nun in die Höhe. Atmest ganz bewusst bis zu den Fußsohlen hinab, streckst deinen Oberkörper in die Höhe. Mit der Ausatmung lässt du ganz bewusst los, Gedanken, Emotionen, To-Dos. Nochmal eine tiefe Einatmung, ganz bewusst bis zu deinen Fußsohlen hinab, einströmen lassen, all die frische Energie, deine Mitte kultivieren, ausatmen. Alles, was dir hier in diesem Moment nicht weiterhilft und nichts bringt, tiefe Einatmung, findest deine Mitte, Arme bleiben in der Höhe, Schulter breit, ausatmen, Chair Pose. Knie und Fußgelenke sind weiterhin in einer geraden Linie. Mit der darauffolgenden Ausatmung Hände vor deine Zehen auf die Matte, Oberkörper hängen lassen und auch Kopf und Hals ganz bewusst aushängen lassen. Entspannen, einatmen, gerade Wirbelsäule, einen großen Schritt mit den Händen nach vorne machen, in deinen herabschauenden Hund kommen und dich hier in deinem ersten herabschauenden Hund für heute so richtig durchdehnen, durchstrecken, nimmst deinen Oberkörper mit, um jedes einzelne Rippchen, jeden einzelnen Muskel deines Körpers sanft zu dehnen, tiefe Atemzüge ganz bewusst von deinen Händen bis zu deinen Füßen, lässt die Energie strömen in dieser Power Pose. Ausatmen, High Plank, Knie, Brust und Kinn auf die Matte, Beine sind leicht gespreizt, Ellenbögen unter deinen Achseln, Sphinx Pose. Du entscheidest, wie tief, wie intensiv dieser Backbend, Rückendehnung für dich sein soll, dir gut tut. Füße aufstellen, Hände zurück auf die Matte und dich hinauf in deinen herabschauenden Hund stoßen. Rechtes Bein nun weit in die Höhe bringen, so dass du dein rechtes Knie anwinkelst und dein rechtes Knie nun der oberste Punkt deines Körpers ist. Schiebst dein Becken leicht nach vorne, Hüftöffner, ausatmen, Fuß geht zurück zum linken. Herabschauender Hund. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn auf die Matte, Arme stoßen nach vorne, Cobra Pose, deine Beine sind leicht gespreizt, um deinen unteren Rücken zu schonen. Du entscheidest, wie intensiv die Dehnung sein soll, indem du deine Hände weiter nach vorne oder zurück bringst. Ausatmen, in deinen herabschauenden Hund kommen. Da nochmal genüsslich durchstrecken. Rechtes Bein nun in die Höhe, rechter Fuß zwischen deinen Händen platzieren. Gerade Wirbelsäule, dich vorbereiten, dich nun mit deinem Oberkörper aufstoßen in deine Krieger 1 Variation. Mit der Ausatmung öffnest du dich in dein Krieger 2. Ausatmen, rechte Hand in Kante deines rechten Fußes, linke Hand, Ziel zum Himmel hinauf, Blick zu deiner linken Hand, sanfter Twist, tiefe Einatmung, ausatmen, linke Hand zur rechten Hand bringen, rechte Hand, Ziel zum Himmel hinauf, Blick zu deiner rechten Hand. Tief einatmen, ausatmen, rechte Hand zurück, Außenkante des rechten Fußes, rechter Fuß geht zum linken Fuß, kommst in deinen herabschauenden Hund und streckst dich hier nochmal ganz genüsslich durch, bevor du auf deine Zehenspitzen kommst, auf deine High Heels und in kleinen Schrittchen zu deinen Händen nach vorne spazierst, hier in deiner Vorwärtsbeuge ankommst. Deine Arme darfst du auch gerne ineinander verschränken oder deinen Kopf in einer sanften Ja- oder Nein-Bewegung öffnen, dehnen. Nächste Einatmung rollst du Wirbel für Wirbel sanft in die stehende aufrechte Position. Tadasana. Tiefe, bewusste Atemzüge. Einatmen, Hände in die Höhe. Hände schulterbreit, streckst deinen Oberkörper in die Höhe. Lässt mit der Ausatmung nochmal ganz bewusst los. Atmest ein, verwurzelst dich mit dem Moment, mit dem Hier und Jetzt, mit deiner Mitte. Und atmest aus, lässt los alles, was dich jetzt dabei stören möchte. Tiefe Einatmung, Hände in die Höhe, bleiben schulterbreit. Knie anwinkeln, Chair Pose, starke Position. Durchblutung fördern, aktiver Muskel jeder einzelne deines Körpers. Ausatmen, Hände, Kopf und Rücken
Zeigen zur Matte, vorwärts beuge, Beine sind leicht angewinkelt, um wahrlich die Rückenmuskulatur, deine Rückenfaszien abzuholen. Gerade Wirbelsäule, mit deinen Füßen das mal einen großen Schritt zurücknehmen. In deine herabschauende Hund nochmal 1, 2 Schritte. Tiefe, bewusste Atemzüge von deinen Händen bis zu deinen Füßen hinab. Lässt die Energie strömen durch deinen Körper. Ausatmen, High Plank, mit deinen Knien, Brust und Kinn auf die Matte kommen. Stößt die Ellenbögen unter deine Schultern, unter deine Achseln, Sphinx Pose. Sanfter Backbend, ganz bewusste Atemzüge bis zu deinen Füßen hinab. Mit der Ausatmung Hände zurück unter deine Schultern. Viertli, Gesäß in die Höhe, herabschauender Hund. Und nun nimmst du wahr, wie dein Körper schon geschmeidiger und weicher geworden ist. Bevor du dein linkes Bein nun in die Höhe bringst, so hoch wie es geht, dein linkes Bein anwinkelst und dein Becken leicht nach vorne drehst, sodass dein linkes Knie der oberste Punkt deines Körpers ist und du hier deine Hüfte, deine komplette Taille wunderbar dehnen kannst. Ausatmen, Bein zurück, herabschauender Hund. Und aus dem herabschauenden Hund, High Plank, Chaturanga, Knie, Brust und Kinn auf die Matte, Beine leicht öffnen, Arme nach vorne, mattenbreit stoßen, Cobra Pose, Backbend, Herzraum öffnen. Du entscheidest, wie tief, wie hoch deine Dehnung hier sein soll. Ausatmen, Hände zurück unter deine Achseln, Gesäß in die Höhe, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. 1, 2 Schritte, dein Körper genüsslich dehnen, bevor dein linkes Bein nun in die Höhe kommt und deinen linken Fuß zwischen deinen Händen platzierst. Gerade Wirbelsäule vorbereiten. Mit der nächsten Einatmung streckst du dich hinauf in deine Krieger 1 Position. Starke Mitte, Gleichgewicht finden. Anspannung, Entspannung, ausatmen, Krieger 2, linke Hand zielt über deinen linken Oberschenkel, rechte Hand über dein rechtes Fußgelenk. Ausatmen, linke Hand in Kante deines linken Fußes platzieren, rechte Hand zielt zum Himmel hinauf, tiefe Einatmung in dem Twist. Mit der Ausatmung rechte Hand zurückbringen, linke Hand zum Himmel hinaufstoßen, tiefe Atemzüge in diesem Twist. Ausatmen. Hand zurück zur Matte. Linker Fuß zurück zum rechten Fuß. In deinen herabschauenden Hund. Hier kommen. 1, 2 Schritte an Ort und Stelle nach Lust und Laune, wie es dir in diesem Moment gerade am angenehmsten ist. Und in kleinen Schrittchen zu deinen Händen nach vorne spazieren, in deiner Vorwärtsbeuge ankommen. Beine sind leicht angewinkelt, lässt Nacken, Kopf vollkommen hängen, entspannst jeden einzelnen Wirbel. Nächste Einatmung, Wirbel für Wirbel in die stehende Position zurückkommen, Tadasana. Tiefe Atemzüge bis zu deinen Fußsohlen hinab, Hände in die Höhe. Ausatmen, loslassen, ganz bewusst Gedanken, Emotionen, die dir nicht weiterhelfen. Tiefe Einatmung, Hände in die Höhe. Verwurzelst dich in diesem Moment mit deiner Mitte, in dem Hier und Jetzt. Lässt los mit jeder Ausatmung. Neue Einatmung, Hände in die Höhe, Hände zusammenbringen vor dein Herz. Einen breiteren Schritt machen. In deine Yoga-Hocke kommen. Oberarme drücken gegen die Knie, sodass dein Rücken gerade ist. Dehnst hier komplett deine Unterschenkel, Muskulatur, Hüfte, Rücken. Mit der Ausatmung bringst du dein Gesäß zurück auf die Matte. Winkelst dein linkes Bein vor dir an, dein rechtes Bein hinter dir. Eine Pigenion. Variation. Mit der Ausatmung führst du deinen Oberkörper über dein linkes Bein, deine Arme auf die Matte, Kopf und Rücken vollkommen entspannt. Becken, Rücken, Oberschenkel, Gesäßmuskulatur, Dehnung.
Einatmen, sanft mit deinem Oberkörper wieder in die aufrechte Position kommen von hier. Mit deiner rechten Hand zu deinem rechten Fuß greifen, den rechten Fuß aufstellen, in die Höhe bringen oder deinen rechten Fuß in deinen rechten Ellenbogen platzieren, mit der linken Hand zur rechten Hand hinter deinem Rücken zusammenkommen, Brustkorb ganz bewusst öffnen, Mermaid Pose, tiefe Einatmung in diese Herz-Lungen-Dehnung. Mit der Ausatmung Arme lösen, Beinwechsel. Rechtes Bein ist vor dir angewinkelt, linkes Bein hinter dir. Auch hier mit der Ausatmung lässt du deinen Oberkörper über deinen rechten Fuß, über dein rechtes Bein, Arme auf die Matte, Vorwärtsbeuge. Bewusste Atemzüge in die Dehnung deiner Gesäß, Becken und Hüft, unterer Rücken, Muskulatur und Gelenke. Einatmen, Oberkörper zurück, aufrichten. Mit der linken Hand deinen linken Fuß greifen oder deinen linken Fuß in die linke Elle platzieren, mit der rechten Hand zur linken Hand hinter deinem Rücken greifen, Oberkörper bewusst aufstoßen, Brustkorb öffnen, sodass dein Nacken hier nicht negativ beeinträchtigt wird. Tiefe Atemzüge in diese Beine, Oberkörper, Schulterdehnung, ausatmen, Beine zurück auf die Matte. Beine sind vor dir ausgestrahlt. Achte es darauf, dass eine Faust unter deinen Knien Platz hätte und kommst nun mit deinem Oberkörper auf deine Oberschenkel in eine wunderbare, sanfte Vorwärtsbeuge. Einatmen, Oberkörper zurück aufrichten, Fußsohlen vor dir zusammenbringen, mit deinen Händen deinen Fußsohlen öffnen, wie ein Buch, das du aufschlägst und drückst hier deine Knie weiter zur Matte hinab, sodass deine Hüfte sich hier wunderbar öffnet und dehnt. Runder Rücken, Rücken und Kopf ist vollkommen entspannt. Mit jeder Ausatmung lässt du mehr und mehr los, Anspannung und Verspannung in deinem Rücken, in deinen Hüften, in deinem Körper oder Geist. Einatmen, kommst zurück, streckst deine Beine vor dir aus, bringst deinen rechten Fuß Außenkante deines linken Knies. Einatmen, Hände in die Höhe, mit der Ausatmung linken Arm Außenkante deines rechten Knies platzieren. Rechte Hand ist hinter deinem Rücken auf der Matte. Twist hier mit jeder Einatmung gerade Wirbelsäule. Mit jeder Ausatmung drehst du dich noch ein bisschen tiefer in deinen Twist. Ausatmen, loslassen, Beinwechsel. Linker Fuß ist Außenkante deines rechten Knies. Tiefe Einatmung, Arme in die Höhe. Mit der Ausatmung, rechter Arm Außenkante deines linken Knies platziert. Linke Hand ist hinter deinem Rücken, stößt dich ab, um hier eine wunderbar gerade Wirbelsäule zu erzeugen. Mit jeder Einatmung aufstrecken, mit jeder Ausatmung etwas tiefer in deinen Twist kommen. Ausatmen, loslassen, Beine vor dir ausstrecken. Gerade Wirbelsäule und nun, indem du deine Füße, deine Zehen zu dir ziehst, also flexst und pointest abwechslungsweise voneinander, massierst du hier ganz sanft, aber gezielt deine vordere und hintere Bein, Unterschenkel, Muskulatur, deine Fußgelenke. Tiefe Einatmung, lässt deine Füße geflext, also Zehen zu dir, und platzierst von hier deine Hände zu deinen Füßen. Wir gehen jetzt auf eine sanfte Beindehnung, Beinmuskulatur, Dehnung, gerade Wirbelsäule. Wirbelsäule bleibt gerade, dein Blick ebenso. Mit jeder Ausatmung lässt du auch hier ein bisschen weiter los. Darauf folgende Einatmung, kommst in einen komfortablen Schneidersitz. Das ist der Schneidersitz, den du meistens machst. Und kommst hier in deine Vorwärtsbeuge, platzierst deine Arme vor dir, vor deinen Füßen auf der Matte. Dehnst hier Gesäß, Becken, unterer Rücken, Oberschenkel, Muskulatur, aber auch dein Rücken nochmal hier wunderbar
mit frischer Energie durchströmen lassen. Ausatmen. Einatmen, zurückkommen mit deinem Oberkörper aufrechte Position, Beinwechsel. Ich nenne diesen nun den unkomfortablen Schneidersitz und kommst von hier in deine Vorwärtsbeuge. Vielleicht nimmst du hier einen Unterschied wahr von der Dehnung in deinem rechten zu deinem linken Bein. Ausatmen, einatmen, mit deinem Oberkörper zurück in die Mitte kommen. Beine sind vor dir angewinkelt mit der Ausatmung. Wirbel für Wirbel sanft auf die Matte rollen. Beine sind angewinkelt mit deinen Knien vor deinem Brustkorb, sodass du mit deinen Händen zu deinen Zehen oder Fußsohlen greifen kannst. Öffnest deine Beine in eine Happy Baby Pose. Lässt dich hier voller Leichtigkeit und Entspannung sanft hin und her wiegen. Schließ deine Beine, bringst deine Füße sanft wieder vor dir ausgestreckt auf die Matte. Du hast es geschafft, deine Yoga-Routine, Yoga für deinen Rücken. Gestärkt, voller Energie. Streckst du dich hier nochmal genüsslich durch. Aktivierst jeden einzelnen Muskel, bevor du dann vollkommen loslässt und entspannst. Shavasana. Ich bin stolz auf dich. Du hast es durchgezogen. Dein Yoga für den Rücken. Jetzt ist Zeit, vollkommen zu entspannen. Mit jeder Ausatmung lässt du mehr und mehr los. Mit jeder Einatmung strömt von ganz alleine ohne jegliche Anstrengung deinerseits frische Luft und Energie in dich ein. Mit jeder Ausatmung sinkst du tiefer und tiefer in deine Entspannung. Nimmst vielleicht ein sanftes Kribbeln wahr, das durch deinen Körper zieht. Oder ein Gefühl von Wärme oder Kälte, Schwere oder Leichtigkeit. Bleib hier noch einen Moment liegen, doch ich verabschiede mich von dir. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, danke ich dir ganz herzlich, wenn du mich abonnierst oder sogar einen Kommentar hinterlässt oder Werbung für mich machst und meinen YouTube-Channel teilst. Ich bin auch auf Instagram und Facebook für euch da. Ganz lieben Dank, nur das Beste für dich, deine Julie The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule Zürich. Namaste.